Willkommen bei Spiritualität riecht raus. Mein Name ist Mats und ein weiteres Thema leitet mir schon ziemlich Herz, war noch ein Moment ziemlich muss ich sagen. Und zwar habe ich schon das Thema angeschaut von der New Age Esoterik, der New Age Spiritualität, also wie eigentlich die ganz Esoterik, Spiritualität, das Hedentum, alles einen gewissen Turneur kriegt, wohin sich die Frage stellen, ob das nach wirklich eine gesunde Idee ist, die du da handelst. Mit gibt noch einen anderen Punkt, den ich dabei will abgreifen, und der betrifft als Gesellschaft und als Mensch global versus dem Thema von der Spiritualität und der Esoterik. Und ich meine dabei nicht diese kritisieren, diese belächeln, mit diejenigen, die so ein Safe dran haben an dem Thema. Da gibt es verschiedene Punkte nach verschiedenen Leute, sondern mal so, die einem immer mal so dazwischen die Weg laufen, wo ziemlich spannend ist, wie die Sache eigentlich aufpacken. Es ist schon dafür zwei Ausdrücke. Das eine ist Fast Food Esoterik, die finde ich noch das oft im Internet. Und den zweiten, das ist mein neuesten, den habe ich seit einer Erfahrung aus den letzten Tagen, Luxus Esoterik und Luxus Spiritualität. Was schwätzen du an? Also Fast Food Esoterik, da haben wir zwei verschiedene Kategorien von Leuten. Die einen, das sind die befassen sich gar nicht mit dem ganzen Thema. Mit dem Moment, wo es bei denen schief läuft, dann muss irgendjemand dabei kommen. Erstens einmal, was Sachen schief laufen, da kann das nicht mehr sein, weil irgendeinen Fluch ob sie gelöst haben, und da muss man als irgendwie sicher kommen, den als der Fluch wäschelt. Das sind irgendwelche Sachen, die an die Richtung gehen. Auch, ich gebe gut so 90% von denen, die so Richtungen, so Sachen sicher wie Liebeszauber, dass sie genau die Dinge, die dann in dem Moment dahin gehen, für dann die große Life zu kommen. An dem Moment, wo die ausschwätzt, sieht, und sich selber schaffen, nee, nicht mehr nicht. Also ich habe schon auch ein paar Mal mit erlebt am Sinn von, dass Leute gesagt haben, du liest Karten, und dann habe ich erklärt, dass ich Karten darüber hier lesen, dass sie sich selber besser kennenlernt, dass sie besser Möglichkeiten kriegt, für seine Zukunft besser zu schaffen, weil uns sich in die beiden könnt, für die Karte gehört zu kriegen, für zu wissen, wie seine Zukunft ausgesehen, den hat ein Problem. Es hilft dem nicht ganz viel, dem zu sagen, wie seine Zukunft ausgesehen. Auch da, ich mache kurz Klammer ab, ich weiß, dass immer die Satz rauskommt, dass es heißt, ja, mit das sind nicht vorbereitet. Nee. Da sind nicht mal viel gewarnt, weil das sagt, ihr merkt, weil da bleiben die Leute nämlich entweder, wenn es etwas Gutes ist, an der Hoffnung, also, ja, da muss ich schon nicht machen, oder sie sind an der Angst, und da bleiben sie an der Angst hängen, sondern sie können es schon nicht machen. Das heißt, sie machen so etwas Schicksalhaftes daraus und erschaffen sich dadurch eine self-fulfilling prophecy, also dass die Prophezeiung genau dadurch an die Richtung geht. Ich hatte das besten Beispiel eigentlich von der Karte, was ich dann halt auch so abgreifen, das war so von den Fastfood-Esoteriker, den hat sich dabei mal gemeldet, weil seine Freundin nicht mehr da war. Und das war ganz spannend. Das schon nämlich über den Telefon und ich habe Karten gelöst. Und die Karte war ganz klipp und klar. Und hältst du mal etwas mit dem, interessierst du dich für hat? Wir gehen dann raus und hat das dabei. Ja, das heißt, es war dabei am Sinn von Tais-toi et sois belle. Das heißt, das nie im Hart gegangen. Erkennst du oder weiß, dass ihm nur gelauscht hat gehen, von hat gesagt, oh komm, wir machen mal eigentlich da und da, das wird mir auch Spaß macht. Was du mal aber auf den Nerv gehst, und so viel und so weiter. Als da schon mal ein auf den Weg kommt, dass das der Grund ist, für was das gegangen ist. Es fühlt sich nicht gewertschätzt. Eine Partnerschaft, das sind die zwei Seiten. Mal möchte ich etwas, was den will, mal möchte ich etwas, was den anderen möchte. Aber das ist nicht, dass du den, was den hat, die ganze Zeit überall Matt schläft und das interessiert hat vielleicht noch gar nicht. Da sagten sie mir, ihr kennt es dann rum. Dann habe ich gesagt, die Frage kann ich dann nicht mit der Karte beantworten. Die Frage, die beantwortest du da selber. Hast du vieles hat zu respektieren und auch etwas mal viel hat zu machen, dass das einen gemeinsamen Austausch gibt, ja oder nein. So wie du auf die Frage anfasst, als auch dann fährt, ob den Frage, ob ihr den rum kennt oder nicht. Und das Interessante, das Witzigste darunter, das war, nachdem man dann doch auf 10 angehangen hat, am Sinn von, ich will schon absolut die Kompetenz, die auf 2 Begi von der rumlaufen, und ich in den Telefon gegangen, fällt mir 5 der später raus. Die Leute, die sich schon die Karten auskennen, die sind sich wahrscheinlich sicher, also auch wenn all Quart wertneutral ist, dass das ein ziemlich klarer Nee war, den hat das für die Frage nicht gemäht für seine Dinge, für seine Freundin, aber wollte einfach, das hat gefallen, es da war, an ihr Team funktioniert und an ihr Team geglänzt wird.
Genau das ist unser Punkt an denen Dingen. Der Tisch, das mir den auch ganz sehr, dass die Leute, die kommen dann eigentlich bei ihnen, weil sie sowieso ein Problem haben, es geht ihnen darüber an, probiert ihnen Sachen mit auf der Weg zu gehen, für das Problem zu lösen, die gesagt denen nicht, wann kein Problem ist. Der Tisch, ich will das auch wertneutral insofern mal für dich stellen, also das wie ein Dachdecker. Wir rufen noch nicht als Dachdecker an, wenn alles an der Reihe ist. Okay, das ist wir sind uns sich an dem Dingen selbst gestuft. Wir gehen 90% von der Zeit nicht seriös geholt, aber dann einmal, also aber echt, und da wollen sie aber etwas von uns, wann wir bis auf dem Dinge sind, auf dem Punkt sind. Das ist der erste globale Punkt von was ein Fastfood-Esoteriker ist. Den zweiten Gruppe, das ist den Fanger ein bisschen mit Dave dran hat, das ist dann den hingeht, an den dann ein Buch liest, an dem ist dann, wie gesagt, in einem Buch eine Meditation, und dann ist eine Meditation, und die geht dann hin, an den aus am Gang sich zu beschweren. Ja, ich schon einfach meditiert, das hat aber nur nicht geändert. Wie oft hast du meditiert? Ja, ein Keier, mit der tut aber nur nicht gemäht. Das heißt, dass die Leute eine Meditation, als du vier hier darüber anzustellen, für einer Ebene mitzukriegen, so viel und so weiter, und die Mengen da wirklich, ich mache das ein Keier und dann hört das zack zu funktionieren, aber wenn das nicht zack funktioniert, weil ich das gerne will, aber weil ich das probiert tun, dann ist die Technik nicht, dass die Person selber die Responsabilität nicht überhält, das ist ein bisschen so, wie wenn da einen holt, den noch nie an einem Auto sonst, da gibt dem den Autoschlüssel, also so fuhrt er bis auf Paris an, dass ich den, ja, und wie ein Accident gemäht, hallo, wie du musst ein Accident, das ist genau dasselbe, das erkennst du, weiß Ernst zu verstehen. Und der wurde leider auch ganz viel um Internet, auch an den Gruppen und so, das sind alle die sich da anschreiben, aber die nicht matt machen. Das heißt, ich hatte schon das Thema Stoff von Theorie und Praxis, das sind die Wissen aufgrasen, aber die nicht wirklich, die Matten aufverstanden sie für an irgendeiner oder weiß etwas zu investieren, höchstens auf dem Level, dass sie wirklich können davon profitieren. Das ist das der Fastfood-Esoterik-Aspekt. Lo kommen wir auf den sich neu entwickelt sich auch schon seit einer gewissen Zeit, mit den auch einmal sich mich stark weiß, und zwar 4 Runden sich nach an dem großen Gruppement gewesen, an der Zwischenzeit fängt nun sich auch zu an kleinen Individuellen zu weisen, wo ich richtig spannend fand, wie du verschiedene Leute in der sehen. Was das Luxus-Esoterik, oder beziehungsweise was nenne ich Luxus-Esoterik? Du gehören mal zu dem engen Punkt, die Punkten dabei, wo Leute so soi-disant Retreats machen. Auch heim. Weil ich absolut klar sehe, wenn ich zum Beispiel von Retreats schwätze, das ist nicht so, dass alle Retreats schlecht ist oder dass alle Retreats schlecht organisiert ist, was der wirkliche Grund dahinter ist, etc. etc. Mit die Leute, die gehen da hin, und das sind Touristen. Aber im wahrsten Sinne des Wortes. Das heißt, sie sind der Meinung, dass wenn sie einen guten Retreat bezahlen können, dass sie dann damit etwas für ihre Spiritualität gemacht haben. Das heißt, es ist natürlich der Meinung, dass auch in die Quarte Leute an die Serie mit den Sachen schafft, dass den, oder egal auf welche Richtung energetisch NRW ist, an Leute etwas mit auf den Weg geht, dass die soll dafür remuneriert gehen, weil die geht eine Energie auf, den hat eine Energie zurückzukriegen, und das der hohe Geld sind. Natürlich, das Thema hatte ich schon teilweise so gesagt. Aber wenn ich verschiedene Preise gucken, wo effektiv noch festgemacht wird, weil ich mir teuer sind und ich eine bessere Qualität, die ich ja schon freieren, definitiv nicht. Und das Problem ist, dass da viele, die an die Richtung gehen, an die da mengen, dass das mehr etwas Wertvolles war, weil sie viel bezahlt haben. Ich kann nicht zum Beispiel so mit einem Ohr lauschen, weil ich sind denen Leute, also wie sie so, die Klienten sind schon mal einzeln begehen, aber es sind denen Leute, die das machen, nicht unbedingt begehen. Ich will nicht sagen von einer Hausreinigung. Das sind Leute, die fragen, was fragen die? Was? 1 Mil, 2 Mil, für das eigentlich mit einem Räucherstäbchen durch ein Haus leeren, 3 Kristalle bei allen Fenstern leeren, und da sind sie der Meinung, dass sie ein Haus gereinigt haben. Voilà. Aber wenn ich da so, dass ich einen kleinen Preis bezahle, dann ist das, kann mein nicht sein, weil ich nicht genug freue. Das sind Luxus-Esoteriker und Luxus-spirituelle Leute. Das ist natürlich auch teilweise Mischung Fast Food und Luxus, aber das geht wirklich in die Richtung. Und die Individuellen, die sich dabei rauskommen, das sind folgende. Das heißt, ein Wort, was bei denen absolut nicht gibt, ist Dankbarkeit. Und das sind der Meinung, dass das echt, was ich soll an einer
an einer spiritueller Ethik nenne ich mal so soll üben, dass das sich an Dankbarkeit üben. Das heißt, dass sie Leute, die die kommen dahin, die wollen Informationen von einem. Ich hatte einen, den hört man für ein paar Jahre, den man immer gesagt, hier hat für eigentlich mir einfach, wenn du ein Buch wirst, dann hätte ich einfach die Informationen, da gebe ich gelesen, damit ich mich nicht mit der und dem mal da das war dem seine Auffassung, das ist was alles mich mal auf den Weg hin, wo ich nicht die sind, den einfach nicht mehr Informationen gibt, mit Leuten auch mal sagen, hey, probier mal das oder geh mal in die Richtung sichern oder so ein Vorsitzen, über diese sich können mal ein bisschen den Kopf zerbrechen, für das sie mal selber daran kommen. Nee, die einfach nicht mehr wollen theoretisch rein Informationen und dann heute sich. Wenn sie das sollen irgendwo umsetzen, dann kommen Sätze von wegen, nee, ich brauche nicht so einen Mentor, ich brauche einen Guide, den ja, man mein allerwettesten an hier dreht der Tisch und sie stehen immer für mich da. Also ich mache den Fanger schnippen, dann hört der Gefallen so zu sehen. Ich will mal Daylight, besonders die so an dem Fastfood und an dem Luxus du NRW sind, will ich eigentlich mal mit auf der Wählen. Erstens mal, das ist kein Auserwählter. Für die als spirituelle Mensch, an spirituelle Guide oder Mentor oder wie immer ihn sie will nennen, weil du gibt nicht ganz viel Unterschied an der Geschichte, muss alles auf die Seite legen, für dass für sie da ist, für sie mit der Handy zu holen. Oder in dem Moment Daylight, die ich mit den ausschwätzen, mit der Handy zu holen. Absolut nicht. Es kriegt die Sachen mit auf den Weg, und mit denen schafft er mal für dich, und da geht er mit den Erfahrungen und mit den Fragen, die er hört, geht er zurück bei die Person. Das spielt keine Rolle, ob das ein Guide ist oder ob das ein Mentor ist. Wenn nur irgendjemand, du könnt will mal erklären, dass er meint, ein Guide spirituell auf der anderen Ebene, da kann ich auch da verraten, dass die andere Ebene sich gerade aus dem Grund in ziemlichen Ecke verschlägt. Also, mengen die echt mehr wären 99% von der Zeit just für sie da. Sie wären so die einzel elitär Auserwählten, und wir hätten just ein einzigen, in dem wir uns verkümmern, und wir müssten von Tag auf Nacht 24 Stunden auf 24 für sie da sein, und wir selber, wo kein Recht mehr zu entwickeln, weil es kein schon sein, dass den aus dem Moment braucht. Ich sehe keinen, der mit dem Wort Bescheidenheit geehrt so fängt. Ich bin immer der Meinung, dass wie soll ich einen hellischen Respekt, und ich meine das nicht am Sinn von, wie wir ganz oft so, oh, schon hellischen Respekt für ein Abstrich von Angst werden. Nee, wirklich, Respekt sacré, also wirklich an den Dingen, den ist notwendig an der Geschichte. Und es soll ihn dankbar sein, wenn ihn überhaupt mal findet, den er weiterhilft. Und es sind auch noch immer der Meinung, dass noch so ist, wie an einem Buch steht, über das ich irgendwie nicht auch mal schwätzen werde, aber noch nicht heute und noch nicht morgen. An dem da steht, wenn der Schüler brett ist, da weiß sich der Meister, da weiß sich der Lehrer. Also, wenn irgendjemand meint, dass der Lehrer noch nicht da ist, dann ist er noch nicht bretten zu erkennen. Nicht, dass er nicht da muss sein, aber wahrscheinlich erkennt er nicht. Und ich schwätze wirklich als Erfahrung, weil bis dato sind ich 3 Meister geraten und immer da, wenn ich brett war. Weil dann auch für mich so aus, so, so geht die Lektion, so geht er die Lehre weiter, so. Also auch am Moment sind ich auf dem Dingen. Und es sind dankbar, um den Meister geraten zu sein und den ich am Moment geraten sind. Viel von dem können wirklich etwas zu lernen, was ein uralt Wissen ist. Also nicht irgendetwas, das was keine Neo-Esoterik berührt hat, was keine christliche Religion berührt hat. Wirklich etwas, was aus dem Ursprung nachher kommt. Und es sind, das ist etwas, was ich schon ein bisschen das Gefühl für mich persönlich schon ein hellige Grad, ein bisschen für mich, nicht eher ein hellige Grad, mein hellige Grad am Namen. Und das echt, was ich schon, das ist eine mega Dankbarkeit der Sache gegenüber. Mir, wenn ein Mensch meint, und wenn ich kann mir dann mal nicht vorstellen, ja, ich muss mich noch einmal der und drin planen, für was tun ich nicht in aus Dinger Linie, wo du gelehrt hast, anstatt dass ich das muss von der Frau, also das geht aber gut nicht. Und die soll dann noch von der Schrift dahin kommen, wenn er für mich da sind. Ich mengen allen Menschen, die einfach ein bisschen eng Bescheidenheit oder wie gesagt, dass sie Vorsicht mit dem Wort Bescheidenheit, weil negative Konnotationen kann nun, dem mischt aber angehen, dass ich da so etwas rauszuholen und so es sind die blutischen Aufhänger mehr. Ich hätte aber halt gern, ich weiß nicht, die Klasse-Version am Flieger, wo ich mein Bein ausstrecken, aber als 4 Minuten ein Stewardess lunch kann, aber ich frage, ob ich nach Whisky an mein Glas kann. Das mischt einfach dem letzten angehen, dass Spiritualität kein Luxus-Safari ist, wo ihn an einem, wie soll ich sagen, an einem zentral geheizten oder an einem Bus
wo de Banne für gut frischer Kiel ass du Genwüste fährt. Wann en dat noch net irgendwo minimal begraf huet an der Geschichte, da soll en sich am Mengen an einfach mal die Frage stellen, ob dat wirklich ein Thema ass, dat en wirklich interessiert an auch wo mat dem nedische Respekt dahan geht. Und noch da will ich ein zu Sekunden das Wort Interesse herausholen. Das Wort interessiert, das heißt Interessenz, also zwischen der Essenz, für wirklich an die Sachen anzugehen, die mehr sind wie nicht mehr banal wissen, was den irgendwo sich theoretisch unegen, aber wo wirklich an der eigener pure Essenz will mit erleben. Das geht nicht, indem man mit den Finger schnippt und sagt, weil ich das will, kriege ich das. Das ist das, was im Moment du draußen lässt. Wenn ich ein Auto will, dann kriege ich ein Auto. Ja, aber so funktioniert das auf den dort Ebenen immer noch nicht. Beziehungsweise nicht, wenn der qualitativ von etwas will gerodet. Ich will damit den Wert von dem Wort Bescheidenheit ganz kurz darauf angehen, wie ich das immer ausdrücke. Bescheidenheit als wie Make-up muss sich gesegnet mit so kleistern, mir ein bisschen davon steht dem Engel oder dem Männer recht gut zu Gesicht. Insofern für die Leute, die mengen, sie müssten effektiv, sie hatten Recht, ein Meister, ein Guide, egal ob auf dieser Ebene oder auf anderen Ebenen, zu befehligen, wie die für sie zu ticken und zu funktionieren haben. Ich war just vier, also ich schon an dem Dingen, an dem Kurs, den ich am Moment, das ist kein Kurs, das ist eine Information, als der Satz ganz klipp und klar. Wir haben auch den anderen Ebenen her nur Rechenschaft aufzulehnen. Überlegt also zweimal, ob der wirklich auf der dritte Spur will fahren oder ganz respektvoll die Sachen einfach niederlegt, weil es verlangt von erst, dass er spirituell in der Weh sieht. Mir wandert sieht, dass sie das wenigstens ehrlich und authentisch. Insofern, wie immer, vielmals merci für das Nullausstören. Ein schöner Noven, lo fängt schon mal morgen an. Ein schöner Noven, ein schöner Morgen, ein schöner Mittag. Voilà.